Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Polen. Es hören sind Lieder aus früherer Zeit und manche Rodern sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir nach dem Dänerschall. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrapumpe hintendrein. Und das Gesange klingt jetzt auch schon recht human. Drum Leidl, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Polen. Es hören Lieder aus früherer Zeit und manche Rodern sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, habe die Ehre. Grüß euch Gott, meine Lieben, zur Pawlatschen wieder einmal aus dem Studio Donaufeld heute. Und sagen wir heute die Nummer 234, habe ich gerade gesehen. So schaut's aus. Unglaublich. So schaut's aus, grüß euch gut, auch von meiner Seite habe ich die Ehre. Eine Woche Pause, erstmalig. Ja, weil wir verweilten in München. Yes. Hm? Jetzt. Also mein Urwaschel ist zu auf einmal. Also nicht zu. Verschlagen, wie man sagt. Ne? Nein, ich glaube, es wird schon wieder. Nein, irgendwas weiß ich nicht. Irgendwas war auf einmal. Ja, deppert, das Urwaschel. Gewaschen. Ich weiß beim HNO, hat das ausgesagt. Wahrscheinlich deswegen. Drum wahrscheinlich. Wahrscheinlich deswegen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Noch einmal schön, dass wir wieder beieinander sind. Eine Woche Pause. Ich hoffe, wir sind euch nicht allzu sehr abgegangen. Allerdings hoffen wir auch, dass wir euch schon ein bisschen abgegangen sind. Natürlich, ganz klar. Kurzer Blick in den Chat rein. Die Susanne Moser ist da. Christi Gott, Paul Hartmann, Matthias Mariacher, jawohl. Habe die Ehre. Alexander Hauser, guten Abend alle miteinander. Alexander, jawohl. Der Maber ist da, Ludwig Sass ist da, Peter Prachtl, mechanische Musikautomaten, Servus aus München. Grüß Gott, grüß Gott. Servus. Michael Unger, Franz Brandwein, Ulis Loneck aus Helsinki ist mit am Start, Christi. Unser Grausenier Fritzlstadt, selbstverständlich voll live dabei. Jawohl, Markus Pristonik, nach der langen Abstinenz wieder Pawlatschenzeit erfreut. Jawohl, und für uns auch. Rudi Korbis ist da, Musikraum. Grüß dich aus dem Waldviertel, sagt der Werner Schöller. Grüß dich. Grüß dich. Klaus, ja heute Künstlerschwarz, nein, ist dunkelblau. Ja, aber das stimmt, ja. Aber hast recht, aber heute wirklich, heute sind wir Yin-Yang. Ja. Yin-Yang, was heißt das wienerisches Yin-Yang? Du in weiß, in schwarz, beide rote Schädel. Ja, beide rote Schädel, ja. Jawohl, einmalig. Landtagsstürmer Markus ist auch da. Sehr gut. Also Mittelhessen vertreten und die Chantal Schwarzbauer. Wunderschönen guten Abend. Servus. Servus Chantal. Und der Extremschackler geht dazu. Besser geht's ja gar nicht. Das war ja was heute schon aus dem Fitnessstudio zu. Schwitze am Großtrainer, also motiviert's mit Buben. Habe ich dir. Das werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass... Ja, genau. Da steckt man wieder am Tag. Wahrscheinlich wird es so sein, dass in 10 Minuten gerade ober vom Großtrainer geht an die Bar und holt sich ein Achtel. Wahrscheinlich wird es so sein. Chantal, ich habe gehört, also du hast mir geschrieben, dass du mit Michi und mit deinen Eltern zum Lentner kommst. Am 15. Das ist eine leibende Geschichte. Super. Ich hoffe, ihr habt schon Karten, wie gesagt, bitte dort bestellen. Das ist eine leibende Geschichte, ja. Lentnerkalle am 15. August, der Feiertag. Tradition bei uns. Wer Lust und Laune hat, möge doch hinkommen. Im Freien, im wunderschönen Garten. Wettersicher, sowohl bei extremer Hitze als auch bei Regen. Ja. Sind wir geschützt. Im Freien. Christoph Acker ist auch da. Jawohl, servus. Sehr gut. Christoph Acker von den Iron Acker. Jawohl, sagt der Landtagsstürmer. Iron Acker ist da, der ja gerade auf Motorradsuche ist. Ja. Und, wenn wir schauen.
Lentner ist schon reserviert, sagt die Chantal. Ja, super. Du, Patrick, Jawohl. dann würde ich sagen, schreite zum Ich Weinkühlschrank. schreite. Die Kamera jetzt umlegen. Ich wollte nicht noch mal holen, wir sind eh schon so spät. Oh, das fängt wieder was zum Spinnen an. Oh, das fängt was zum Das Spinnen ist momentan gerade der Fall. Geh einfach hin, ich kommentiere. Kommentiere, ja, pass auf. Also, sportlich. Ja, dabei gibt es nichts zu kommentieren. Er geht zum Weinkühlschrank, macht ihn auf, macht die untere Stellot auf, nimmt dann Wein raus, stellt sich dabei ein bisschen Botschert an, sucht noch herum, hat es geschafft, glaube ich, schaut gut aus. Geht die Lot wieder zu, macht auch die Tür wieder zu vom Kühlschrank, bravo, schreitet wieder ins Studio. Und da bin ich schon, meine Lieben. Ja. Wie habe ich das gemacht? Das, Es war, glaube ich, eine schöne Kommentatorentätigkeit. ich habe wieder den gleichen genommen, was wir vor 2 Wochen getrunken haben. Was Da das? heute kein neuer Versuch, wieder den Weißburgunder. 2023 Ried Nussberger Langteufel, jetzt sage ich den. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da hinten, muss da hinten. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Jetzt kann man es lesen. Jetzt kann man es lesen. Mit einer wunderbaren Medaille ausgezeichnet auch wieder. Jawohl. Gold. 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 Beim der Wiener Weinkost nämlich, jawohl. Der Wein ist da und der Raffi und der Thomas Faber sind auch schön. Etwas kräftiges, 14,5 Volumensprozent, eine sehr kräftige Weißburgunder-Geschichte. Ein bisschen so ein Schmalzerler, ich freue mich schon wieder drauf. Ja. Wir brauchen es ja nach Ist diesem schon offen. üppigen, Ist schon Bierkonsum in München. Ja. Chantal, man da, ich sollte ja unbedingt Kommentator werden. Also ich war jetzt auch von mir selbst mitgerissen. Unser Sportler, der Michi, der Extremschaukler, der muss das eigentlich auch jetzt gemerkt haben. Der muss gemerkt haben, der hat auch zack, weil so wie das kommt, wie der Heinz Brüller beim Eisstockschießen. Der Heinz Brüller war ja großartig auch bei so Super-Gs oder noch besser bei Riesenslaloms, wo man nur Nebel gesehen hat. Kann mich erinnern, als kleiner Bub. Und der hat weiter kommentiert, was mit der Skiläufer fährt. Nicht? Ja. Und er legt sich in die Kurven und so weiter. Und nachher, man hat das nächste Tor, man hat nur weiß gesehen am Bildschirm. Aber man muss sagen, sein Steckenpferd war halt die Formel 1. Formel 1, absolut. Das ja. war halt sein... Das war sein Metier eigentlich, das war wirklich sein. Da war er international hochgeachtet. Kannte Gott und die Welt, kannte Alles, alles, was der mit war der Formel 1 zu tun hat. Also das Und er hat gesagt, ja, es ist halt, der Punkt ist der, er hat er selber gesagt, ich bin halt ein wirklicher Fachtrottel. Formel 1 hat gesagt, frag mich, was du willst. Formel 1, ich kenne mich aus, ich weiß alles. Jede Zahl, jeden Namen. Das kam noch dazu, auch was Jahrzehnte zurücklag, wusste er genau. Riccardo Patrese hat am 21. Oktober 1983, was weiß ich, als Vierter gestartet und als Fünfter ins Ziel gekommen. Wusste er alles ganz genau. Also, hat er alles gewusst? welche Probleme waren in der Box und so. Nur hat er gesagt, alles. Schick mir einmal einkaufen. Ja, Dann bitte. Na gut, meine Herrschaften, sehr zum Wohle. Auf euch, meine Lieben, heute. Ein Treperl. Ja, der Manfred kann schon was. Ich freue mich schon am Donnerstag wieder. Da sind wir ja beim Taschler. Richtig. Ich habe keine Ahnung, ob es noch Plätze gibt, aber anrufen. Anrufen und fragen. Vielleicht gibt es ja was. Vielleicht gibt es ja was. So. Keine falsche Scham. Rührt euch beim Manfred. Es gibt auch immer eine Liste, wo man sich draufsetzen lassen kann. Sollte ausreserviert sein, weil vielleicht sagt am gleichen Tag jemand ab, was durchaus vorkommt. Das kommt vor. Also Gott sei Dank, wenn die Leute auch sagen, weil manche sagen, nee, da kommen einfach nicht das Ablet. Ne? So, was haben wir da? Die Hette ist da, grüß Gott, grüße miteinander. Jawohl, grüß in die Schweiz. Thomas Fahrer, könnt ihr bitte ein Lied singen? Bist du 12 Tage verlobt? Jawohl, Thomas. Jawohl. Erst schon wieder? Jetzt bist du erst geschieden. Aber vielleicht bist du leibend. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Bravo. Gute. Bravo, Thomas Fabra. Werden wir natürlich ein Liedlein singen, das ist ganz klar. Der Franz Brandwein, das Anbotteling habe ich heute schon vor 2 Stunden gehabt, der Zweigel ist schon fast wieder leer. Willst du noch ein zweites Flascherl vielleicht öffnen? Ich fürchte auch, das geht eine zweite Flasche werden. Jawohl. Schade, dass ich mit dem Auto fahren muss heute. Musikraum fragt, war es denn erfolgreich in Minga? Ja, selbstverständlich. Werden wir noch drauf zu sprechen. Riesig erfolgreich, muss ich sagen, ja. Aus Rattenbach grüßt der HTSD. Wolfgang ist da, Luna Miller ist da, das hat sie wieder, jawohl. Grüß dich Gott, servus. Ja, wie war es beim Jürgen München, fragt auch mechanische Musikautomaten. Unsere brennt schon besser. Daniela Schlögl ist ebenfalls am Start. Grüß euch. Entschuldigt die Verspätung. Das Steak war noch nicht fertig. Nein, das ist entschuldigt. Da, wenn es ums Essen geht, ist alles entschuldigt. Immer.
Die halbe Welt ist versammelt, sagt der Wolfgang. Ja, das stimmt wohl. Vielleicht ist die Verlobte der Grund der Scheidung, Christoph Ager. Das glaube ich nicht. Thomas schreibt seit 3 Jahren bin ich geschieden. Ja. Also dann war es nicht der Grund. Dann haben wir noch einen Schlupferleine, bevor wir über München reden. Wir fangen gleich an mit einem Lied, mit dem wir jetzt nicht am Sonntag, sondern Sonntag vor einer Woche in den Bretelspitzen reüssiert haben, ja, wie man sagt. Beim Sommer-Special der Bretelspitzen. Nämlich Ruheslanger Bölzzungen. Jawohl. Vier Vierteln und ein Bakelchick, das ist mir Ration. Durch Obstler, Wodka, Gin krieg ich meine Inspiration. Mir kommt vorher nur eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich einfach in der Früh. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich einfach in der Früh. Mit einer Ruheslanger Bölzzungen, Schädel wieder zu. Und weh und Husten und eine hähnliche Frisur. Nicht schlecht und ich schwitz, alles war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel, da denk ich gar nicht nach. Kann immer in keine Harzen, ist der rechte Spur. Mir kommt er rauf, ihr füll es auf, behindert er meinen Blutkreislauf. Und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Mit einer Ruheslanger Bölzzungen, Schädel weh dazu. Morgen weh und Husten und eine hähnliche Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, oh, es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Das Husten auf Buffet, das ist gar nicht so gescheit. Für die muss ich gleich weiter husten, nämlich. Weißt du, das wisst ihr? Das ist oft ein Problem, ja. Ja. Mechanische Musik, bin übrigens ein Sandro. Sandro, servus. Genau, ich habe mir's fast gedacht, ja. Ja, ich weiß ja. Der Franz Bahn haben wir heute Luis hat eine außerirdischen Kohlköpfe angeschaut. Da habe ich leider mitsaufen müssen. Ja, das glaube ich, das ist ein Weltfilm. Großartig, ja. Rudi Korbismann, wenn mich der Herrgott fragt, willst bei die 16er Burm sein, da sag ich dir, bitte, lad mich dazu schon ein. Bravo Rudi. Bravo Rudi. Ja, Andreas sagt Servus, die Burm, schönen Abend, habe ich die Ehre. Servus. Ja. Ich muss einen Schluck nehmen. Großartiger Lied von der PR-Sendung am 28. Juli, sagt der Allmeister. Dankeschön. Habt ihr das Lied ohne Maske singen dürfen? Ja sicher, das war ja, da war ja kein Corona mehr. Das war letztes Jahr im März, da war ja alles in Ordnung schon, ja. Vor 1,5 Jahren sozusagen. Und jetzt da ist es so, jetzt machen wir mal, pass auf, jetzt machen wir am Land bei der Hochzeit, machen wir jetzt einen Thomas Faber. Ja, das passt. Zur Verlobung. Am Land bei der Hochzeit, ja, da geht's lustig zu, ja. Da wird fressen, was Blut hat und gesoffen genug. Musikanten schreien ein Landler, lasst's hören. Weil wir da vom Land haben die Gestrampften so gehen. Die Spüle, die nehmen die Gang in die Hand. Und ein Musikant schreit so laut, als er kann. Jo, 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 jo. Wo ist die Dudel her mit der Trudel? Lass sie einen kecken Tanz, so wie Strudel. Da ist der alte Postgeiger, war jetzt geht die gerade an. Wo ist die Dudel her mit der Trudel? Lass sie einen kecken Tanz, so wie Strudel. Da ist der alte Postgeiger, war jetzt geht die gerade an.
a solcher in a Blade, ja so 90 Kilo schwer, ja. Die zahlt sie zum Tanzen, ein Schneider daher. Der Schneider gleich winzig und sie so drum. Aber was er sich erplant, der bringt's nicht dumm. Der Schneider, der schwitzt schon vor Mühe und vor Blag. Aber was ein echter Schneider ist, der gibt halt nicht noch. Wo ist die Tudel her mit der Tudel? Vier Satz, als wäre ein kleiner Gerätterpudel. Arme nicht Zechen, arme nicht Knie, gehst nicht weg von mir. Wo ist die Tudel her mit der Tudel? Vier Satz, als wäre ein kleiner Gerätterpudel. Arme nicht Zechen, arme nicht Knie, gehst nicht weg von mir. Eine Dame war unlängst beim Wettschwimmen rund. Ja, mit ihr als Begleiter, als Hornesels drum Hund. Aber ohne den Karo geht das Weiberl nicht aus. Drum lost sie aber nicht zwingt den Wettschwimmer zu Haus. Ein Tempo und sie springt schon ins Wasser hinein. Aber gleich hinten noch das Hundsviech, ganz zierlich und fein. Ja, 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 ja. Schwimmt die Tudelgasel, Wuddel, Bumsi packt's bei der Fierschen, der Pudel fuhrt wegen der Preis hinter das Fest, jetzt so mit Schwimmerdress. Vorhin schwimmt die Tudelgasel, Wuddel, Bumsi packt's bei der Fierschen, der Pudel fuhrt wegen der Preis hinter das Fest, jetzt so mit Schwimmerdress. Jawohl, Jawohl. so schaut's aus. Thomas, jawohl. Schau, wir sind eingeladen zur zweiten Hochzeit, zum Singen nächstes Jahr. Am 27. Jänner. Dank der recht schön. Ich fürchte im Jänner werden wir original keine Zeit haben. Aber was die Ballsaison, oder was weiß man, vielleicht sind wir wieder ausgeladen überall. Zum Wohl. Was weiß man. Aber da ist ja noch ein Zeitl hin. Da ist noch ein Zeitl hin. Bravo, also auf die Verlobung von Thomas Faber. Gerrit der Brauber ist auch da. Grüß dich. Grüß dich auch dann alle. Musikraum, was war da irgendwo gelesen? Irgendwo gelesen haben wir. Ah, na, Allmeister. Schön, dass ihr wieder live seid. Ja, danke der Schön, danke der Schön. Ja, also Musikraum, genau, das Lied. Ja, wir haben das, die Ruseln haben wir sogar im Publikum gesungen, glaube ich, gell? War das Nein, im Publikum haben wir die Iwer Blatt gesungen. Ach so, da haben wir Iwer das Blatt war auf der Bühne, die Ruseln, ja. Ja, der Sandro hätte sich gewünscht, Werner Kniert von Johann Schrammel. Mhm. Wo bin ich denn da jetzt da? Zur Hochzeit spielt er das Bummerl, Christoph Acker, ja, wie immer. Wie immer. Jawohl. So, na, wir haben das Bummerl gespielt, jetzt auch bei den Brettelspitzen. Bei den Brettelspitzen, ja. Das war ein Wunschlied vom Jürgen. Ja, ein Wunschlied. Und es ist wirklich mörderisch gut angekommen. Ja. Also das war wir haben 3 Lieder gespielt, wie wir die heute noch zum Besten geben. Eines davon war eben das Bummerl. Und das war wirklich auch vom Publikum Reaktionen her enorm. Enorm. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass eben im Zuge dieser Volkssänger-Revue, also das ist, wo also viel Gestanzeln sind, viel Gaude, viel Hetzlieder, viel Couplets und so weiter, dass einfach das Alliert das ein bisschen schwächer war vom Heckmeck, ne? Das hat sich ein bisschen runtergeholt hat, dass das einfach gut reinpasst hat, dass die Leute wieder ein bisschen sich besinnen haben können, vielleicht. So irgendwie, ja, was könnte sein. Ja? Schau so, der Herr ist schneller Fonte. Grüß dich Gott, Harry, servus. Eine der Seichten Unterhaltung, jawohl. Ihr habt ein Lied namens Iwer Blatt, Matthias Mariacher kennt das gar nicht. Das ist ein Wahnsinn. Ne, jetzt müssen wir uns spielen. Jetzt müssen wir es spielen. Machen wir, Iwer Blatt. Das ist irritiert mich. Ich kenne das ist schwierig, ja? Das irritiert mich. Dann machen wir das doch. Was machen wir jetzt? Iwer Blatt, oder? Machen wir gleich Iwer Blatt. Schieben wir im Programm ein, in unser Programm. Warte, nehme ich noch einen Schluck Wein. Text Trude Matzig, Musik Richard Österreicher. Bekannt gemacht. Hat's Kurt Sowinetz, ja.
Ich schenke mir vorher. Bitte. Nicht, dass ich noch einen Stress habe. Nicht, dass ich noch einen Stress habe. Ich gieße. Ich danke dir recht schön. Ich gieße auch einen Schluck bei mir. Gieße. Nur einen Schluck. Schlucki. Schlupferl, nur ein Schlupferl. Ich kenne das auch nicht, sagt die Tanja Schlein. Ja sicher, wenn wir es jetzt spielen, wir es kennen. Ach, das gibt's ja nicht. Für was spielen wir das? Jahr ein, Jahr aus. Und dann kennt ihr es nicht. Aber vielleicht wirklich Zufall. Da haben wir schon länger nicht. Ja, oft haben wir es nicht haben wir es nicht gespielt. Das stimmt. Aber schon oft, also schon oft, aber nicht oft. Ich wär Blatt, sagt, das ist ein Schand. Um am Bauch, sagt, da spannt man's Gewand. Ist ein Wunder, sagt sie, frisst ja genug. Schau, die Hosen, sagt sie, geht nicht zu. Es muss was geschehen, sagt er, eine Diät. Aber gleich, sagt sie, sonst ist spät. Ich wär Platz, ist ein Schand, um den Bauch spannt man's Gewand. Es muss was geschehen, eine Diät. Aber gleich, sonst ist spät. Podcastein, sagt er, das ist der. Kann man's anschreiben, sagt er, von der Steier. Milch und Semen, sagt sie, hab ich gehört. Das ist gesund, sagt sie, und es zehrt. Fleisch und Käse, sagt er, ist erlaubt. Aber noch kein Brot, sagt sie, weil das stoppt. Milch und Semen hab ich gehört, das ist gesund und es zehrt. Fleisch und Käse ist erlaubt, nur kein Brot, aber das steht. Schon ein Wein, sagt er in der Früh, halb besoffen, sagt er, kehrt zur Kuh. Friss die Hälften, sagt sie, das war gescheit. Ich brauch ja auch schon, sagt sie, auch nichts Kleid. Hab ich gern, sagt er, 1000 Rosen. Ich kauf mir, sagt er, a größere Hosen. Hab ich gern 1000 Rosen, ich kauf mir a größere Hosen. Schon ein Wein in der Früh, halb besoffen, brauch kein Kuh. Na 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 na. Brot stützen, bis ich komm, weil der Hunger bringt mich um. Jawohl. Daniela sagt schon, ach so das. Ja genau. Ich wär Blatt, ja. Einschirm klingt gut, aber da quer. Bravo. Wobei, wenn man vom Eischirm redet, kann man ja sagen, in München haben wir auch kulinarische Köstlichkeiten eingeworfen. Also ein mörderischer Einwurf war natürlich auch angesagt. Absolut. Für uns natürlich. Man braucht ja die Kraft auch, nicht? Also, da muss man schon was ins Wamperl auch hineingeben. Ja, auf jeden Fall. Weil gerade der Thomas sagt, wollt ihr Auftritte im Lercherl zu Herrn Neuss, mache ich vielleicht Getränke gratis in Essen. Du Thomas Faber, das ist ja lieb von dir, aber ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, für Essen, Trinken spielen wir nicht mehr. Also wirklich, jetzt haben wir 30 Jahre 16er Burm und machen das hauptberuflich. Ja, es ist wirklich, ich sag's, es klingt vielleicht jetzt hart, aber eigentlich auch nicht. Nein, das muss schon auch zahlen. Ordentlich zahlen. ich sag's, wie es ist. Weil nur für Getränke und für Essen geht halt, wir spielen jeden Tag 4-mal. Wirklich wahr? Ja. Wir waren Blatt und Alkoholiker und Pleite. Und daher sehr lieb von dir, Thomas, aber danke, das spielt. Was pfeift da? Sagt der Musikraum. Also vielleicht hörst du den Weinkühlschrank. Vielleicht hörst du den Weinkühlschrank. Ja. Pfeifen sollte nichts eigentlich. Eher ein leises Brummen vielleicht, ganz im Hintergrund. Eventuell, aber sonst sollte nichts pfeifen. Sollte nicht sein. Ich hoffe, es hört auch sonst keiner. Ich pfeife auf 1000 Rosen, kaufe mir neue Hosen oder so. Jawohl, Ackerl. So wie jetzt steht, mache ich auch. Ich kaufe mir neue Hosen. Bravo. Ja, ich wär blatt. Ich mag den jüdischen Einschlag, sagst du. Ja, jüdisch ist das eigentlich. Eher ungarisch, das ist ein Czardasch. Ungarisch, Czardasch. Eigentlich ein Czardasch, ja. Mhm. Zunehmen dürft ihr beide nicht mehr, sonst bräucht es längere Arme. Naja, aber hallo, Herr. Das ist eine Frechheit, eine Frechheit. Skandal.
Richtig aus seinem Leben gegriffen, sagt der Matthias Mariacher. Was? Weiterer Liedwunsch. Das dran, das ist mein Leben. Ja, das kann ich nicht. Ich hab das auch gehört, sagt der Peter Bach. Das Pfeifen. Schau her, CFD-Fan. Freue mich schon auf euch am Donnerstag. Liebe Grüße. Bravo. Jawohl, beim Taschler. Ja, ein Taschler. Vielleicht zahle ich halt ein Gage, Thomas Faber. Ja, das wird da zu viel sein, fürchte ich. Aber wir können uns schon noch zusammenreden. Aber wie gesagt, wichtig ist eher der Termin und so. Das ist immer so eine Sache. Und wir werden schon zusammenkommen. Das ist nicht abwertend gemeint oder irgendwas, aber es ist wirklich, man hat sich ja was erspült auch, nicht? Und wir kommen sehr oft sehr entgegen, aber man muss schon ein bisschen drauf schauen, dass das schon einen Wert hat. Und wir sind ohnehin nicht wirklich die teuersten. Nein. Also bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Und daher sind wir da entspannt. So, jetzt wieder ein Schluck. Und jetzt gehen wir weiter im Text. Quasi. Im Programm. Im Sinne von Brettelspitzen. Von Brettelspitzen. Also kulinarisch haben wir schon angesprochen, gefressen, gesoffen, leidsegiert im Ausmaß. Und was kommt jetzt? Hast du jetzt mitgefragt ernsthaft oder ist das jetzt für dich so ein dramaturgischer Aufbau? Was kommt jetzt? Nachdem wir gefressen und gesoffen haben. Es ist ein dramaturgischer Aufbau. Achso, ja, nein, darum, ich weiß, ich bin ganz fertig, dass du da jetzt ein Theaterstückel aufführst. Seit bei Brettelspitzen wird man zum Schauspieler fast. Dann habe ich die Ehre. Hätte ich jetzt was sagen sollen drauf, oder was? Ja, ich mir gedacht, du sagst jetzt gleich die Nummer an. Nicht? Also, welche Nummer soll ich jetzt sagen? Die erste. Ja, wir haben ja vorher schon vom Bummel geredet, deswegen bin ich jetzt durcheinander. Da, wenn du vom Essen jetzt sprichst, jetzt haben wir gegessen, jetzt haben wir getrunken, haben wir gedacht, jetzt kommt, was kommt nachher? Bitte schön, wenn du das so... Warte, mach's nochmal. Ich hab's so Warte, verstanden. nimm nochmal einen Schluck Wasser. Also, so, zurück zum Thema Brettelspitzen. Ja, und was kommt jetzt? Was meinst du mit was kommt jetzt? Ich habe mir gedacht, jetzt haben wir vom Essen und vom Trinken gesprochen, auf was kann dann kommen noch? Na, nach dem Trinken kommt natürlich weiteres Trinken und in weiterer Folge das Heimgehen, der Heimweg. Und auch dieses Lied, mit dem haben wir eröffnet. Ja. Beim, also unseren Blog bei den Brettelspitzen. Übrigens, save the date, 20. Oktober. Nicht in einem Jahr, wie ich das anfänglich gedacht habe, sondern bereits am 20. Oktober um 20.15 Uhr im Bayerischen Rundfunk. Bayerisches Fernsehen hast du es jetzt da. Ja. Auf BR. Hast du aber immer noch BR? BR, ja. Hast du aber Bayerisches Fernsehen? Hast jetzt BR Fernsehen. Achso, BR Fernsehen hast du jetzt. Ja. Okay. Okay, am 20. Oktober sind wir in den Brettelspitzen dabei und wie gesagt, unser erstes Lied war Ich suche mein Gleichgewicht. Ich geh gemütlich an, da steckt mir während da. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was am Sofa auf der Gossen sucht. Da hat der Lucky Blair, was suchen's auf der Erde? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, na, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt gröle ich dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hast noch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Bravo, Patrick, jawohl. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute kann mich lernen gehen, weil ich auf alle vier rumrutsch, wie ein Baby mein Krawatten lutscht. Da kommt ein alter Mann und schreit so laut er kann, jetzt ziehen die Leute die Hund wie Menschen an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt gröle ich dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht
hat's nach jedem Schritt nie wieder liegen. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen doppler Wein. Es ist besonders gut. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. So schaut's aus, mein Lieber. Jetzt hab ich's gesagt, endlich, nicht? Jawohl, jawohl. Und ich hab mich nicht versungen. Hast du nicht versucht? Nein. Ein Kommt Insider. noch, der Titel kommt noch. Der Titel kommt noch. Jawohl. Wann werden die Bretelspitzen ausgestrahlt? Ja, habe ich schon gesagt. Ich blende es nochmal ein. 20. Oktober. Zumindest also 2 Lieder. Das dritte haben wir dann gespielt, meine Banner. Das wird wieder sowas wie bei dem Sommer-Special. Also entweder Weihnachten oder Sommer. Irgendwo. Das erfahren wir dann kurzfristig vorher wieder, wann das drinnen ist. Und das ist ja. Ja. Schau, die Achtel von eine, danke schön. Jawohl, Thomas Faber auch, jawohl. Weltklasse, Weltklasse. Wildcat ist am Start, grüß dich gut. Ja, schau, und der Markus Volker. Endlich Feierabend. Bravo Markus, schön, dass du dabei bist. Geschafft hast du das Feierabend. So ist leider. Einmalig. Mich irritiert das Summen im Ohr. Das ist das Pfeif, hört sich das? Also vielleicht die Pfeifs gar nicht im Ohr, sondern das ist das, was sie gehört haben. So ein Scherz, Patrick, da brauchst du nichts Nein, ich bin schon doch deriterisch, weil mein Gehör ist nämlich sehr, sehr gut. Einen Hörtest gemacht erst letztes Jahr. Ich auch, ja. Also, verwundert, so schlecht meine Augen sind, so gut ist mein Gehör. Also wie von einem 18-Jährigen quasi. Also das hat mich sehr überrascht eigentlich. Ja. Ja, und mein Heim Ist aber sehr angenehm, muss ich sagen. Frei. Ja. Also, das passt schon. Das hat Die schon höchsten und die tiefsten Töne ohne irgendwelche Zwischenaussetzer sozusagen. Ja. Haben wir was? Oh, Wildcat, 5 Euro vom Wildcat, Sani und Mutzi sagen Servus Burm. Da sagen wir natürlich Servus. Sani und Mutzi, die einzigen Wienophilen und Wiener Liebhabenden Nymphensittiche ever. Untertürlich Wildcat. Bravo, Dankeschön. Dankeschön, das ist nicht leider. Wird natürlich sofort da veröffentlicht im Bild. Bravo. Der Andreas sagt, das Lied passt perfekt zu den Brettlerspitzen. Das Publikum singt bei den Brettlerspitzen eine Refrain gerne mit, ja. Ja, das ist auch sehr gut angekommen. Das Gleichgewicht, ja, absolut, ja. Ja. Sitzen die Musiker nach der Ausstrahlung, Aufzeichnung noch zusammen? Naja, wie soll ich das sagen? Die Musiker sitzen eigentlich von der Früh bis auf die Nacht zusammen. Weil was macht man so bei so Aufnahmen? Man ist zusammen. Man ist zusammen und man hat durchaus eine Gaudi. Ja. Was soll ich dir sagen? Ich habe das heute schon in der Früh gesagt. In der Morgensendung gesagt, ne? Dieser Zusammenhalt, der dort ist bei den Brettlerspitzen, grandios. Das ist so ein schönes Arbeiten. Das ist wurscht, wer das ist, ob das der Tontechniker ist, ob das der Gerüster ist, ob das ein Kameramann ist, ob das die Regieassistenz ist, ob das die Regie ist. Wurscht, wer die Garderobe, die Maske. Ist recht, Patrick, wir wissen schon, der Film. Ich bin begeistert. Und die Künstler untereinander, da gibt es keine Starlüren, da ist niemand dabei, der Naja, man, bei ins uns Star hat man schon aussehen gewusst, lässt. ne? Bei uns hat man es gewusst, ja. Aber nicht nur bei uns. Nein, aber das ist wirklich einfach Gaudi. Und natürlich, es ist... Voll Profi durch alles und man hat aber eine Gaudi dabei auch noch. Und Ja. man kann einen Spaß haben. Und ich kann da garantieren, wiederum wurde mein Bierkonsum des Jahres sicherlich versiebenfacht. Ja, bei mir ist der das Woche. der Bierkonsum des Jahres, also das Gesamte. Ja, weil das ist wirklich mächtig, ja. Ja, Also es wird dann noch privat einfach musiziert weniger. weniger, aber zusammengesessen und plaudert und schmeckt wird und über Gott und die Welt und einfach ganz gemütlich den Abend noch nicht den ganzen Aufnahmen dann ausklingen lassen. Ja. Ja. Das klingt jetzt Bei sehr einem schön und Bierle. sehr harmlos. Es ist bei einem Bierle, das ist natürlich Nein, wir waren schon 3, 4, 5. es ist vollkommen, Mindestens. wirklich, es ist eine Ist das family-friendly Untertreibung, was du da machst. Das, Ja. Wir sitzen nicht, also, Wir sitzen nein, es da- wird dann bis in die Nacht reingesoffen. Entschuldige, ich rede mir jetzt ganz offen und ehrlich. Zum Schluss an der Hotelbar. Und am 11 fangen ja eben. Ja. Ja, eben. Und am 11 in der Früh fangen wir wieder an. Das ist, so schaut es aus. Gesungen, gespielt wird tatsächlich nur nach der letzten Sendung dann.
Ja. Das liegt aber auch daran, dass die Instrumente alle verkabelt sind und so weiter und ja, dann nimmst du es halt nicht unbedingt her, wenn es nicht sein muss. Das liegt, aber es ist auch so, weil ja das Hofbräuhaus ja dann dort nah ansperrt und so weiter und das ist ja auch Versicherungsgründen. Das heißt, man geht dann einfach fort. Ja. Und wir sind also da in im Sommer natürlich haben wir diverse Biergärten Ja. noch aufgesucht und haben wirklich herrliche Stunden miteinander verbracht und wie es der Patrick so schön sagt, den Abend ausklingen lassen bei einem Bierchen. So einen Blödsinn haben wir mein Lebtag noch nicht So hat es angefangen, nicht? Wann, wo? Bei einem Bierchen. Ja, bei einem Bier da oben Ja, da klar, ausklingen. und dann ist ein zweites gekommen und ein drittes gekommen Und ein am Schluss viertes ist nur die gekommen. Hotelbar Dann zum Schluss- Also, Das ist der Aufbau des Abends, nicht? Das ist ein Wahnsinn. Gessen auch noch was dazwischen da, nicht? Also, 3 bis 4 Bier alle halben Stunden. Ja, das nicht. nein, das nicht. Aber sagen wir mal, Da waren wir hin. aber ein paar sind sich schon ausgegangen. Ist wieder ein Kellner durch die Aufnahmen gelaufen. Du, es war diesmal nicht so tragisch. Nein. War diesmal nicht so tragisch. Es hat ja das Hofbräuhaus hat sparen müssen. Sie haben kein Personal fürs Essen gehabt. Das heißt, die Besucher waren reduziert auf Bier trinken, also auf Getränke. Auf Bier und Brezen hat es, Und glaube ich. Brezen hat es gegeben, ja. Das war's. Weil Personalprobleme. Da denke ich mir ehrlich gesagt schon, also wenn das ein ist Hitten schon wie das zart. Hofbräuhaus Personalprobleme hat. Ja, na gut, Ja, ist ja ja, wurscht. ja. Das ist eine eigene Zach, Geschichte. Ja. zach. Ja. Also privat so musiziert nicht, aber privat miteinander ein Hitz gehabt, ja. Für wie viele Sendungen von den Brettlerspitzen wird da aufgezeichnet? Wenn jetzt für 3. Oktober aufgezeichnet wurde, dann wurde es sicher für mehrere Sendungen aufgezeichnet. Nein, das wurde für 20. Oktober Das ist für den aufgezeichnet. 20. Oktober. Und es wurde für die eine Woche ist für eine Sendung und die Woche davor wurde für eine andere Sendung Genau. aufgezeichnet. Ja. Das ist immer so 2 Wochen am Stück, werden 2 Sendungen aufgezeichnet. Plus eben die Zusätze für diese Specials, Die Specials. wie Sommer oder Weihnachten. Weihnachten oder was, genau. Aber es ist tatsächlich, also sie haben die nächsten Aufnahmen, jetzt dann schon bald wieder. 15. Mitte wurscht, dann, Ende aber- Oktober aber- sind die aber- nächsten aber- Aufzeichnungen wieder. Sind Ja. dann schon wieder 2 Wochen angesetzt. Ja. Und die Aufzeichnung, was vor uns war, die kommt später Kommt nach uns. zur Ausstrahlung. Ja. Also so rennt es derzeit halt. Das ist auch immer was der. Das Einzige, was ich von München gesehen habe, war ein Biergarten im englischen Garten. Aber der war schön. Wir haben schon mehr gesehen. Das kann man sagen, ja. Und haben das sehr genossen, war sehr leibend, muss ich echt sagen. Auch kulinarisch, weil es ist so, du wirst dort grundsätzlich vom Bayerischen Rundfunk verköstigt im Bräuhaus, im Hofbräuhaus. Haben wir ausgeschlagen und sind also auf eigene kulinarische Entdeckungsreise gegangen, gemeinsam mit anderen, vor allem zum Beispiel mit Tom und Basti, quasi die 16er Buben vom Bayerischen Wald. Kann man so sagen, ja. Und umgekehrt. Wir sind quasi Tom und Basti aus Wien. Wir haben uns sofort verstanden und haben da auch wirklich ein Hitz gehabt. Sagen wir es so. Und sie haben uns ein wunderbares Lokal auch gezeigt. Auch Noch in unter Reis. anderem, ja. Der andere muss ich sagen, ja. das wir nicht kannten, wo wir schon oft vorbeigegangen sind, immer wieder, wenn wir in München waren, unabhängig auch von den Brittelspitzen, auch wie wir beim Fraunhofer gespielt haben, wie wir in der Trailer gespielt haben. Und zwar am Marienplatz, beim Viktualienmarkt hinten, auf der Rückseite, das Poseidon. Schaut von außen aus wie ein Grieche, sind aber Italiener. Ein richtig gutes Fischlokal. Haben uns die zwei dort eingeführt, muss ich sagen. Marienplatz, bist du sicher? Das am Marienplatz am Auf der Ausgang ist auf Seite. der anderen Seite und das ist der Marienplatz dort, der Viktualienmarkt und auf der Rückseite dort ist Okay. das beim Viktualienmarkt hinten quasi. Ist das, ja. Wir sind mal vorbeigegangen und glaubt, das ist ein Grieche. Und haben gesagt, naja, zu einem Griechen. Wenn wir in München Aber sind, es braucht man denke nicht zum Griechen gehen. Nicht? Aber beim nächsten Münchenbesuch ein Pflichttermin dort, auf jeden Fall eine Fischsuppe dort zu essen und anderen Fisch noch dazu. Also das ist definitiv dort, muss ich wirklich sagen. Das, Ich hatte dort die beste Fischsuppe in meinem ganzen Leben. ja, Muss ich echt sagen. ein Traum. Ein Traum. Okay, Patrick, schenke dir mal nach, dass wir wieder spielen können. Die trinken wir aus. Wäre es möglich, dass man sich am 20. Oktober in München nach der Aufzeichnung mal auf eine halbe trifft? Nein, am 20. Oktober wird es Die ausgestrahlt. Ausstrahlung. Wir sind schon wieder da aus München. München ist schon wieder erledigt für uns. Wir sind jetzt wieder nächstes Jahr in München. Am 20. Oktober ist die Ausstrahlung dieser Sendung im Fernsehen. Alles Zeckenkiller. Hat Patrick schon mal ein Zirch ausprobiert? Was meinst du jetzt Was alles? meinst du jetzt alles? Der Patrick spielt die diatonische auch. Oder heute keine mit. Heute kann ich mit, ne?
Aber der spielt steierisch eigentlich. Ursprünglich sogar. Ursprünglich, mein erstes Instrument war das steirische, ja. Habe ich natürlich in München eine ausprobieren müssen, natürlich. Und die vom Sebastian, vom Basti natürlich, habe ich natürlich probieren müssen. Er hat meine auch probieren müssen. Das war dann alles nach der letzten Aufzeichnung. Weil da waren die Mikrofone alles runter. Alles aber da. Und dann hat dann. Ja, der Sandro hat das missverstanden. Oder haben wir das missverständlich vielleicht gesagt, ja. Vielleicht solltest du mal zum Neffen nach Hamburg. Da gibt es bestimmt auch bessere Fischsuppe. Kann natürlich sein. Also möglich wird ziemlich sicher sein sogar. Aber Hamburg ist halt weiter. Da komme ich so nicht hin jetzt. Aber das war wirklich, also es gibt so ein Lokal sicher in jeder Stadt. In jeder Stadt, ja. Aber es ist schön zu wissen. Schön zu wissen, ja. Dass man halt weiß, in München weiß ich wohin. Ne? Das ist wesentlich. Ja. So, ne, und das zweite Lied, was wir gespielt haben, in den Brettlerspitzen, war eben auch nicht immer das Bummel. Ja. Das machen wir jetzt auch ehrlich. Freilich. Weil es eine Setlist gibt. Nicht wirklich. Zwei große Buben, die schupfen Gräser, ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld oder in seinem Handel spielt mit und ist gehen daher. So hat es mit dem Bub begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist nichts Gescheites geworden außer mir. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Gespürwein, ich war dabei. Hab die mit dort mit ein paar Freunden, zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, aber später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Jeder Mensch, der lebt sein Leben. Der eine pumpt, der andere nicht. Und hat man sich dann erst besonnen, ja, dann ist es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Glück verlassen und sucht man noch einen festen Halt. Man sucht und sucht das halbe Leben. Auf einmal ist man grau und alt. Einer hat immer das Bummel, einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich von
Danke Horst, dem kann ich nur sagen. Danke Horst Gmeller. Und wurde wirklich frenetisch mitgesungen angenommen. und applaudiert. Also es war großartig. Also wirklich viele Leute, was haben uns dann auch angesprochen. Unter anderem am Schluss kam der Finanzminister vom Land Bayern. Nicht von Deutschland, von Land Bayern. Ja. Sogar hinter die Bühne gestürmt, um uns zu gratulieren. Seine Frau kam, und ich nehme an, es war seine Frau. Ne? Und fiel uns um den Hals. Vieles um den Hals. Tatsächlich hat uns abbuselt. Und haben also beide geschwärmt davon, dass der Gansel hat gehabt und so weiter. Hat uns sehr gefreut und es hat jetzt nicht sehr gekünstelt gewirkt. Gar nicht. Was der bei Politikern bin ich immer vorsichtig. Nicht? Aber der ist wirklich, also die beiden haben einfach. Der wird wirklich enthusiasmiert, kann man sagen. Ja. Ich meine, muss man auch sagen, nicht nur uns, sondern vielen anderen Musikern wirklich am Hals. Aber es hat sich im Gespräch, im kurzen Gespräch herausgestellt, dass er schon eine musikalische Ahnung hat. Also war wirklich ganz leibend, muss ich echt sagen. War wirklich ganz leibend. Almes Darfmann, war das nicht das Lieblingslied von Sackbauer? Nein. Das war was anderes. Das war folgendes. Der Franz Brand hat uns schon aufgeklärt. Donarischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Donarischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest, wo der Herbst schon naht, eine junge Frühlingsstürmer sein. Das war das Lieblingslied von Edmund Sackbauer, ja. Jawohl. Der Markus Bristoni sagt, apropos Hamburg, dort habe ich meine jetzige Frau einen ganzen Tag lang durch das Miniaturwunderland durchgezehrt und sie hatte sich nicht ein einziges Mal beklagt. Da wusste ich, das ist sie. Ich verstehe dich, was du meinst. Bravo, großartig, Leiwand, ja, genau. Natürlich mein Bruder, der ja eine H0-Eisenbahnanlage erbaut in St. Köhler, war natürlich auch im Miniaturwunderland, aber ich glaube... Ich war dort schon zweimal, ich war schon mehrmals in Hamburg und zweimal davon war ich im Miniaturwunderland und gehe, aber wenn ich wieder nach Hamburg komme, schaue ich wieder, weil die bauen ja immer weiter. Das ist ja eine permanente Baustelle, jetzt geht es ja schon über den Kanal da quasi noch drüber auf die andere Seite, ins andere Gebäude hinein und so weiter. Also das aber wirklich sehenswert, auch wenn man kein Modellbau-Fan oder Modellbahn-Fan ist, es ist wirklich sehenswert. Auf jeden Fall. Das muss ich wirklich sagen. Also großartig. Also es ist ganz fantastisch. Aber natürlich, ich meine, so, wenn du jetzt selber am Baum bist, dann hängst du natürlich überhaupt drinnen. Ne? Aber ja, es ist ja eine Riesengeschichte und natürlich, es ist tatsächlich nicht so, dass unbedingt dass also viele Männer dort schon solo sich das anschauen. Auch. Das ist schon. In Pforzheim war ich schon ein paar Mal. Im Hopfenschlängel, ein gutes Bierlokal. Wolfgang, das ist leibend. Da wissen wir jetzt, falls wir mal nach Pforzheim kommen, gehen wir zum Hopfenschlängel. Aber ich weiß halt nicht, wann wahrscheinlich, wenn wir mal nach Pforzheim kommen, Pforzheim habe ich schon längst wieder vergessen, der Hopfenschlängel. Dass wir in ein Bierlokal dort singen. Ja. Habt ihr im Finanzminister gleich das Lied von Finanz und Wind gespielt? Nein, das war schon nachher. Aber es hätte passt, ja, das hätte passt. Restaurant im Sprinkenhof, sagt der Ackerl. Mein Geheimtipp in Hamburg. Interessant. Sehr interessant. Ja. Spannende Geschichte. Ja, es ist jetzt so, nicht, Hamburg ist halt nicht um die Ecken, muss man auch sagen. 1000 Kilometer, ja. Und das ist halt schon ein bisschen eine Zeitfrage auch. Geldfrage ist sowieso auch immer natürlich, aber bei uns in erster Linie eigentlich kannst du sagen, das ist Zeitfrage. Ich war schon 5-mal war in Hamburg schon, ja. Wirklich wahr? 2-mal mit dir und 3-mal noch so, ja. 3-mal noch so? Wirklich wahr? Die kann mich nur noch einmal erinnern. Mit der Yvonne, ja, 3-mal waren wir. 3-mal in Summe noch, ja. Das ist ja. Dann schau ich die Zeit verrenkt, das ist ja Wahnsinn.
Alle Menschen sind mir zweit, alles Zeckenkiller, aber schon lange nicht mehr gehört. Ja, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, weil das ist nämlich musikalisch gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Schau, die Welt geht Pforzheim, ist meine Geburtsstadt. Da schau her. Jawohl. Und das ist Freiburg auch nicht mehr weit. Ja, das ist der Unterschied. Das sind die Deutschen alles anders. Das ist auch nicht mehr weit. Das ist für einen Österreicher, verstehst du? Ich meine, es ist alles weit. Es ist alles weit, aber es ist leibend, ja. Gibt es einen Nachtzug von Wien nach Hamburg, ja. Mein Neffe ist, der lebt ja in Hamburg. Der ist eigentlich. Ist schon ein paar Jahre jetzt in der Ja, Zwischenzeit. Ja. Aber der ist, glaube ich, geflogen, glaube ich, ist der vielleicht ein einziges Mal. Sonst ist er mal gefahren, nicht wieder mit Zug. Ich bin alle Male bin ich geflogen, Ja. nach Hamburg, ja. Und eins einmal ist er gefahren mit diesem Flixbus. Okay. Da bin ich gefahren, da nach Wien Mitte. Nein, Blödsinn, da bin ich da bei den Gasometer dort im Grätzl. Okay. Da ist dieser Simmering. Busbahnhof, ja, Simmering. Ja. Und dann dort mit dem Flixbus ist er gefahren, über die Nacht. Dann. Aber es ist halt so, mit Zug in Deutschland will ich nicht mehr fahren. Ehrlich, wir sind zweimal jetzt gefahren mit dem Zug, das war beide Male Stress. das Schlimmste in meinem, muss ich echt sagen, das Schlimmste in meinem pur. Leben. Das hat mit entspanntes Zugfahren überhaupt gar nichts zu tun Nein. gehabt, beide Male nicht. Und alles, was ich noch höre von Freunden, die mit Zug fahren, sage ich nein, mache ich nicht, tue ich nicht, will ich nicht. Entweder kann ich mit dem Auto hinfahren oder ich fliege, aber fliegen tue ich eigentlich auch nicht gern. Mit Instrumenten gar Ja, nicht. mit Instrumenten Nein, das gar ist- nicht. Ohne Instrumente war es kein Problem, die Flüge, also das ist überhaupt Ja. entspannt. Aber heutzutage nicht einmal mehr das, Aber- weil da zweimal einen Kurzflug gehabt und das ist mir schon zager gegangen, diese Pseudosicherheitsgeschichten. Ja, das ist, Ich weiß, da was wo du spiele ich nicht meinst. mit bei den Plätzen. Ich spiele nicht mit, Ja. weil bei dem einen gehst durch, piepst nichts und genau gleich gehst beim anderen durch, piepst und kommen, weiß ich nicht, und singst dich schon aus. Ja. Denkst du, was ist da anders? Ist am anderen Flughafen, ist das nicht so sicher? Das ist für mich ein Schmarrn. Da mache ich nicht mit bei diesem Wahn. Und dann sollen es fliegen ein paar und nicht. Und wenn es nicht anders geht, was sollst du machen? Aber wenn es mir der Sport Und ich muss jetzt nach München mit dem Auto, wir waren völlig entspannt dort, also das Entspannt. ist wirklich, also Na, hörst. Zwischenstopp, wenn man will, ne? Das ist, Die Nachtzüge werden von der ÖBB betrieben. Ja, dann Niederschlägel. Mag sein, vielleicht. Ja. Ist nicht so schlimm. Aber, also, ich habe jetzt aktuell keinen Anlass. Und ich muss mich jetzt noch erholen von den Zugfahrten von vor 2 Jahren. 2 Jahre, ja genau. Letztes Jahr war ich ja Ende Juni war ich ja in Mainz, letztes Jahr, 800 Kilometer, glaube ich, 8 Stunden, über 8 Stunden Autofahrt. Aber ich war entspannt, wie ich dort ins Hotel angekommen bin. Ich bin in der Früh gemütlich um 5:30 weggefahren. Also, ja. Und war um 2 in Mainz. Nicht? Also das war schon, ja. Ja. Oder 2:45 oder so. Ne? Der Peter Bachmann vielleicht denkt wie in andere Geschwindigkeiten. Ja, aber ich sage, das ist aber auch Schmäh auf deutschen Autobahnen. Also dort, wo du Vollgas fahren kannst, also die 3 Abschnitte, die kann ich mit der Monkey auch fahren. Das sind da auch fast nur Das ist 100 sogar oder was. eher langsamer als in Österreich. Ja. Aber grundsätzlich, ja, es ist natürlich auch ganz anders. Aber es ist sehr leibend. Also mit Scheißerl nach Hamburg, das war schon wieder Na, Hitz. das war natürlich eine Geschichte. Das war schon, mit meiner Monkey, das ist jetzt schon wieder Hitz. Nicht? Oder wie in der Olmes Staff meint, Patrick und Klaus am Weg nach München. Es wäre ein schöner Roadmovie. Ja, eigentlich nicht. Ein bisschen was haben wir gebracht, also aus dem Ja, Auto. genau. Wir haben ja einen Livestream gemacht. Aus Wir haben die aus Morgensendung um Morgensendung 9. Um 9 haben wir gestartet am Montag. Ja. Auf Facebook allerdings nur. Nur Facebook, ja, weil beides war nicht so nicht gegangen. Ja. Nicht? Also konnte nicht Handy aus. vom Handy aus. Ja. Aber das war eh lustig. Ansonsten ein Roadmovie eigentlich ja nicht, weil es ja Autobahn ist. Also ein Roadmovie, man könnte jetzt schon ein Hetz machen, aber ein Roadmovie ist ja für mich, da musst du mindestens 2-3 Nächte haben. Das, Und da musst du Landstraßen fahren. ja, Und durch Ortschaften. Ortschaften, ja. Es war mal ja bei. Und es wirklich war- nicht einmal Bundesstraßen, da musst du wirklich so durch Ortschaften fahren. Ja. Weil ab Braunau in Deutschland sind wir keine Autobahn mehr gefahren, da sind wir Bundesstraßen gefahren. Und Ja, erst, Bundesstraßen. erst kurz vor München sind wir wieder auf die Autobahn gefahren. Das Dann, ne? stimmt, das stimmt. Aber das war halt fast einmal lustig. Also eine kleine Tour über ein paar Tage, wo man Freund, wo Pavlacisti besucht. Besuchen, ja genau. Ich meine, jetzt bis Hamburg ist vielleicht ein bisschen hart, aber da so
im Süden oder da so ein bisschen rauf. Vom Mittelhessen und so, Ja. nicht? Ja. Das war jetzt. Und der Ackerl fährt mit und filmt. Vom Motorrad aus. Ja. Aber das war jetzt, ja. Das war jetzt eigentlich. Und auch das ist, glaube ich, wiederum eine große Zeitfrage. Wir sind letztes Jahr mit dem Nachtzug gefahren, war super und billiger als Fliegen. Ja, wenn es hinhaut, der Wähler. Wenn es hinhaut, ja. Wenn es hinhaut, ist Wenn's hinhaut, ja. sicher leibend. Ist sicher leibend. Ich bin einmal nach Frankfurt früher gefahren, mit dem Zug. Auch mit so einem Nachtzug. Ja, hat auch funktioniert. War auch von der ÖBB aus. War vor 20 Jahren war das, ja. Länger. Ja, Länger. Das Über stimmt. 20 Jahre her. das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Dort, wo es piepst, gefesselt im Sicherheitspersonal, ja. Das Sicherheitspersonal wirklich gut. Nein. Ja. Freiburg-Karlsruhe dreispurig ohne Limit. Ja, aber das ist halt, ja, Freiburg-Karlsruhe. Das ist schon ein Stickel. Ist ein Stickel, ja. Ja. Fear and Loathing in Minga, genau. So wie der Film Indien, ja. Ist ja auch quasi ein Roadmovie. Mit dem Motorrad nach Südtirol, Schweiz wäre ein super Roadmovie. Ja, Wolfgang, jetzt übertreiben wir aber ein bisschen. Nicht? Weil erstens, wo soll der Patrick ein Motorrad gerne nehmen? Machen wir Beiwagenmaschine. Das war Das war was. Das wäre es. Mit der Beiwagenmaschine. Die ist Navigator daneben, weißt du? Na, das war nichts. Naja, wobei, aber das war jetzt schon mit der Beiwagenmaschine ein Roadmovie. Der Landesstrom sagt schon, herzlich willkommen. Und in der Beiwagenmaschine mit samt Instrumente drin. War das auf? Nein, da brauchen wir einen Anhänger auch noch dazu. Ja. Ja, mit Instrumente, Motorrad und Instrumente, das geht nicht. Das geht schlicht und einfach nicht. Im Beiwagen bringen wir schon unter, die quetschen die Gitarre. Ja, aber die nicht. Und ich setze mich hinten und muss halt hinten drauf sitzen. Hinter mir sitzt du nicht, das kann Was ich soll ja ich gleich machen? sagen. Dann nimmst du den ganzen Wind. Dann brauche ich die dreifache Menge Sprit, wenn ich auch noch drauf sitze. Aber nicht, weil ich so schwach bin, sondern weil ich so bremse. Ja. Der Luftwiderstand. Man sagt ja, der bremst. Sozius soll entweder links oder rechts am Fahrer vorbeischauen. Ja. Beim Party, was der schaut einfach Schaut rüber, der schaut einfach unter drüber. Jeder kleine Bunkerte fuhren drauf. Die Genickstarre vom Halt von der Dings, der nutzt ja ganze Wünsche von vorn nichts, ich bin schon drüber. Ja. Ich hab genau den Luftstrom, der noch umgelegt wird vom Wind. Du kriegst nur Braincap. So ein Knack. Braincap und ein Tierchen. Und dann natürlich, und dann, wenn man das als Roadmovie macht, da braucht man natürlich so eine Szene, so ein Natürlich, Headset. allerdings, ja. Weil da muss man ja das, was dazwischen gesprochen wird, ist ja fast die wichtigste Spur. Ja, also gute Ideen hätten wir beieinander, hätten wir. alles leibend. Wir kommen nur auf blöde Ideen hier im Stream, bravo, all mein Staff. Stimmt. Einer muss filmen, ja, mit Beiwagen, na gut, Wolfgang, da muss ein zweiter mitfahren. Das war der Ackerl wirklich auf der Maschine, damit der 360er Insta herumfahren muss. Und ich meine, das Roadmovie erlebt ja nicht nur vom Fahren. Es Ne? Da gibt ja geht's die ja dann Geschichten auch, rundherum, die sind ja auch interessant. Ne? da hat es gegeben im ORF, ich weiß nicht, wie der Kasten hat, Wildeckers Reisen, so irgendwie. Der hat gehabt, das war schon lang her, Ja. das war leibend, der hat genau. gehabt in der Brille, hat der die Die Kamera, Kamera gehabt. Ja. Und ist also herumgefahren in Österreich, war halt, was weiß ich, überall möglich. Und hat sich halt alles Mögliche angeschaut, hat die Leute angeredet, nicht, hat er immer gesagt, nicht, ich bin da und ich filme das. Und da habe ich das war so noch vor dieser Vlogging-Geschichte Ja, eigentlich. ja. Und das war ganz interessant eigentlich. Nicht? Und der hat da einfach mitgehabt, der hat einfach die Kamera da gehabt. Und das war schon spannend. Nicht? Also sowas war schon irgendwie sehr lustig. Ja, na gut, hätten wir das auch noch. So, jetzt da, pass auf, jetzt da müssen wir mal zum einen, jetzt machen wir mal das Werner Gmier für den Sandro. Ne? Machen wir das. Dr. Ausreden, sagt der Ari. Dr. Haus hat auch seinen Stock an der CBR 1000 Fireplate montiert. Ja, du hast recht. Apropos, Freunde, Reisekkersreisen. Dieser Linzer, die Sendung war genial, ja genau. Ja. Reisekkersreisen. Easy Rider mit den 16 mehr. Das ist leibend. Ja, apropos Ausreden, Freunde, ich sage das mal da so in die Runde, falls wer Interesse hat, meine Red Midori, die Kawasaki Z650 RS mit keine 2000 Kilometer wäre zu haben. Die gebe ich nämlich her, weil Weil warum? ich es nicht vor.
Weil es nicht vor und das Geld braucht für Den Bagger. Am Bagger. Es bricht mir zwar das Herz, aber ich fahre es tatsächlich nicht. Das letzte Mal war beim Service und jetzt müssen die wieder zum Service damit. Und das war's. Dazwischen fahre ich es nicht. Also gib es dabei her, kauf mir einen Bagger und vielleicht dann später mal. Aber meine Manke habe ich ja ohnehin. Die bleibt ja. Die bleibt. Die wird aber auch genützt. Die nutze ich, mit der wird ja vorne. genutzt, Aber mit der anderen, ich komme halt nicht dazu und mein Garten, mein Haus, meine Projekte dort im Haus, die sind einfach Wichtiger wichtiger momentan. und ich Ja, bin ist immer so. nur ein paar Tage draußen und dann habe ich halt da. Also falls wer Interesse hat, einer Kawasaki Z650 RS aus den Händen vom Großartigen, Vom Grandiosen möchte ich fast möchte sagen. ich auch sagen, ja. Klaus, der Steuerer, ja, mit keine 2000 Kilometer, der möge sich bei mir melden. Oder beim Patrick, ist ja wurscht. Oder bei mir ist wurscht. Warte Ja. mal, ich habe da. Das kommt zu mir. Also, Warte mal, ich habe alles da. und Das habe ich. Schau her, Steuerer. wir sind ja täglich mehrmals in Kontakt. Steuerrät, das wieder nicht. Die Honda bleibt, Wolfgang, die Honda bleibt. Wie viel? Das muss ich jetzt noch schauen. Aber zwischen 6.000 und 7.000 Euro wird es wert sein. Aber was genau, weiß ich noch nicht. Das muss ich noch schauen. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist eben so eher zum 7er hin. Weil es ja halt wirklich so neu ist quasi. Das ist ja die Tragik. Oh, das kann man noch reden. Im Zelt zu dritt, dann wird der Roadtrip ein Hit. Oder Ja. vielleicht geht es doch zu zweit. Nein, ich weiß nicht. Lieber Christoph, lieber Ackerl, denken Sie an Litscher. Es war schon eng genug so. Zwei so ausgewachsene Menschen, weißt du, die brauchen Ja. Platz. Kommt das Zelt drauf an, ne? Kommt Ja, das es Zelt kommt drauf doch so davon, ja. Es gibt ja so Zelten auch mit richtig gehend, mit Kammern. mit Kammern, ja, ja. eigenen Schlafzimmer. Du hörst den Nachbarn genauso schnarchen, aber du siehst ihn nicht. Macht's das besser? Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich ein bisschen. Kommt auf den Nachbarn drauf an. Ja. Na gut, also diese Ideen haben wir, die werden wir ausbauen. Also einen Roadtrip. Roadtrip-Movie. Aber das ist natürlich. Das war, also nach München jetzt so gesehen, wäre es Fahrt gewesen, weil ja nur die Autofahrt, aber die Ja. paar Stellen, wo ich mit dem Patrick gehabt habe, die waren sicher lustig. Ja. Ja. Ja, schau da, der Franz Brandi fährt auch nicht. Aber ich hätte nicht auf die Idee kommen, mal so Zucki zu verkaufen. Ja. Aber ich habe ja nicht, meine ist ja neu. Deine ist ja, die ist ja mächtig. Aber meine ist ja neu und erst, wenn ich da mal wieder eine haben will, kaufe ich mir eine. Aber jetzt, ich weiß, dass ich in absehbarer Zeit nicht dazukomme. Jetzt den ganzen August komme ich nicht raus. Du musst gar nicht aussehen, ja. Wir spielen wahnsinnig viel, Gott sei Dank. Im September komme ich ein bisschen raus und da habe ich echt Projekte mit meiner Klause. Das ist mir wichtig und das taugt mir auch, dieses Handwerk und das Versteh dich Do-it-yourself oder diese Heimwerken, das macht mir echt einen Spaß und ist ein super Ich Ausgleich. verstehe dich schon, ja. Und wenn ich das nicht mache, dann gehe ich in den Wald. Denke ich, man muss ja auch nicht wieder auf die Straßen. Weißt du, dann geht dort in den Wald vor der Haustür. Ich gehe dort lieber in den Wald. Das ist wirklich, das ist die Realität. Ich habe mir das auch lang gebraucht, bis ich mir das eingestanden habe, aber es nutzt dir nichts. Es nutzt dir nichts. Ja. Ja, beim Christoph Acker ist es umgekehrt. Bei mir im Haus geht nichts weiter, dafür brauche ich ein nächstes Moped. Ja, das ist wieder anders. Genau, die Daniel Schläger, wir kommen einfach zu euch. Ist nicht so weiter, der Schlafplatz gibt es. Das war ein schönes Roadmovie. Nach Steyr. Nach Steyr, ja. Na, über die Gasel, über die also über die Dings, Dings. ja. Ja, mir verständigt das Internet aus, sagt der Ludwig Sass. Hör morgen nach, gute Nacht, sagt Ludwig, schade. Aber vierte gut, Gute verstehe. Nacht, viert euch. Ja. Wenn du den Nachbarn nur schnarchen hörst und nicht siehst, weißt nicht, wenn es hassen so ist. So, das dritte Lied, das wir zum Besten gegeben haben, waren Meine Banner. In München bei den Brettelspitzen. Wenn ich zu meinem Doktor gehe, tun mir alle Knochen weh. Der sagt mit seinem Doktorgrad, das ist alter Sattequan. Und solange ich noch was gespielt, lebe noch gleichgültiger wie. Deprimiert durch der Medizin, hab ich heute noch einen Termin. Himmelfix, ich spiel die Bahnen,
dass ich glaub, ich muss schon weinen. Halbe tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit den altgedehnten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestidelt hat. Und ich fühl mich gleich kommod, 3-4 Glaserl oder mehr, stellen meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich pumperl gesund nach Haus. Meine Frau macht Frühjahrsputz und sie pfaucht, seit sowas nutz. Macht ein Arbeitsdefizit wett und hilft beim Putzen mit. Nimm den Besen und kehr auf, putz die Fenster runter rauf, schmeiß den Mist weg, doch ich schau, sterbenskrank, meine Gattin auch. Himmel fix, ich spür die Beine, dass ich glaub, ich muss schon weinen. Halbe tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit die altgedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestidelt hat. Und ich fühl mich kommod, 3-4 Glaserl oder mehr, stell meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich pumperl gesund nach Haus. So schaut's aus und aus, ne? So schaut's aus, nicht aus? Ja, Original 16er bei den Bretelspitzen, ja, richtig, so richtig. Ja. Und die Nummer wird aber nicht am 20. Oktober ausgestrahlt, sondern die wird, nehme ich einmal an, dass es die Nummer ist, die kommt dann zu irgendeinem Special rein. Ja. Chantal Schwarzbauer geht auch schlafen, wünsche eine gute Nacht, werde mich nun dem Schlaf widmen, da der Wecker morgen schon um 4:45 Uhr. Das ist würdig, ja. Wenn er kennt auch klingeln um 4:45 Uhr, das wäre mir so wurscht. Der kann klingeln. Dreien halt an, aber wahrscheinlich klingelt aus einem bestimmten Grund, wahrscheinlich wird es aufstehen müssen. Das ist sicher Dann wird der der ja Grund. nur klingeln einfach, ne? Dass man einfach nur am Marsch geht, sonst gar nicht. Alles Gute, Chantal, Alles schön, dass Gute, du dabei warst. gute Wir sehen Nacht. einander spätestens am 15. beim Genau. Rentnerkarl. Ich freue mich drauf, jawohl. Ja, sehr gut. Schönes Lied für Patricks Harmonikaspiel, sagt Andreas. Gell? Danke, Ja. Andreas. Danke. Ja. Die Musiker und Boko-Abbrecher gefällt das richtige Arbeiten und geht freiwillig in den Wald. Die Welt steht immer lang, ja. Da ist schneller Fett, das ist aber das Alter, was willst du machen? Aber ich muss euch das echt sagen, es war ja was war denn das, im Februar oder was war das noch? Da haben wir so wunderschöne Tage gehabt. Es war wunderbar. Oder März. Es war im Jänner auch schön, aber da Ja, war da haben wir ein paar Tage dabei, die waren wirklich ein ein paar Traum. richtig schöne Tage. Ja. Und da bin ich, da immer mein Wanderstock, so ein Ein-Mann-Stock von meiner Mama, nicht? Gestützt, was geht sie? Mit dem bin ich losmarschiert. Und ein Traum. Und ich habe da so viel Bacherl gefunden und Wege. Bei mir ist es halt so, nicht? Wenn ich in den Wald gehe, du musst halt, ich bin ja oben dort. Und das heißt, ich muss immer auf jeden Fall in einen Graben Du musst runter. auf jeden Fall einmal runter, ja. Und dann, Wieder naja, auf runter. jeden dann halt irgendwo auf das Billiges. Dann wieder auf und dann rückwärts wieder runter und auf. Und wieder, also ich muss immer mindestens einen Graben, eher zwei, wenn jetzt wirklich eine richtige Gräben, also das sind schon Höhenmeter, was du machst, aber durch den Wald halt durch. Ne? Die kleinste Tour, die ist nach Ungerbach, naja, die dauert schon eine Viertel, 1,5 Stunden. Das ist die kleinste. Hin und retour, einer vier möglich ist. Ja. Da gehe ich halt auch, da gehe ich im Prinzip nur runter und dann gehe ich hinten wieder durch den Wald auf. Sauerstoffzelt gibt es keins, aber es ist nicht der Wald, nicht? Da geht's eh. Da ist Sauerstoff. Aber gell? es ist halt so schön, nicht? Es ist halt, und wenn ich schon dort wohne und dann hast du eigentlich aufs Motorrad und fährst auf der Straße mit Tagsmotorrad fahren, wirklich. Aber ich habe keine glaub Zeit. das. Oder ich nehme mir die Zeit nicht. Mir sind andere Sachen Weil es ist wichtiger. ein Unterschied, ob man so ein bisschen dann spazieren geht, wandern geht. Und das Motorrad muss die Kluft haben und so weiter. Ja gut, das muss ich beim Spazieren vielleicht auch,
Aber es hat einfach, ich bin im Wald dort und nicht auf der Straße. Ja. Um das geht's, ne? Weil so zum Motorradfahren ist ja das dort ein Traum natürlich. Ja, die Gegend ist wirklich ein Wahnsinn, ne? Die bucklige Welt. Das ist, Und wenn ich was arbeiten du kannst da gleich weitere Strecken anfahren, du bist gleich in der Steiermark, du kannst bis Salzburg umgefahren. Ja, Also, bis Oberösterreich, Salzburg, ne? Das ist... Das ist halt, aber ich hab mir zum Beispiel jetzt wirklich ich habe mir das so gedacht, wenn ich manchen zuschaue, Motorradfahren sind, die denke ich mir, super, täte ich gern, nicht? Und dann tue ich was arbeiten, und dann bin ich im Arbeitsgewand und das mache ich, bis finster wird. Ich is auch nichts. Trinken tue ich. Das habe ich mir auch gewöhnt, weil früher getrunken auch nichts. Schlecht. Schon biegt biegt die die Zunge am Zunge, Gaumen. ja, genau. Also mittlerweile habe ich mir auch gewöhnt, dass ich Trinkpausen mache. Aber im Prinzip, wenn ich in der Arbeitskluft bin und die hakel, ist das, dann hakle ich. Also das glaubt man nicht. Aber da bin ich aus irgendeinem Grund sehr, ist gar nicht eine Disziplin, sondern da bin ich am Tun, da will ich nicht aufhören. Da willst du nicht aufhören, damit Bis es nicht mehr geht. willst das Projekt fertig machen, Ja. solange es halt geht, Ja, an dem Tag, oder- bis es finster ist. Oder ne? halt, bis ich halt runterfahre, oder bis ich halt so miert bin, also runterfahre, aber fast. Ja, ja. Ne? Ich gehe dann rein, dann komme ich drauf, scheiße, ich muss was zum Essen auch noch machen, duschen auch noch, bist du deppert. Es ist aber schon 9 oder was weiß ich was, nicht? Ja? Und ich könnte mir nicht vorstellen, naja, ich höre halt früh auf und gehe am Motorrad fahren. Das mache ich nicht. Daher wird mein Motorrad verkauft, ein Bagger kommt ins Haus, ein Mini-Bagger, und dann schauen wir weiter. Vor allem, das ist ja nicht, es ist ja vielleicht nur aufgeschoben, das Ganze, weil der Motorradler kannst du ja wieder kaufen, auch Kann man. nachdem ja das eine neue Maschine ist und keine an so ans Herz gewachsene oder so, in dem Nein. Sinn ist. Nicht? Und wie gesagt, und ich Ja, fahre ja. tue mit meiner Manke, das ist ja der Ja. 125, das ist ja wurscht, aber mit der fahre ich dann. Ne? In Wien alle möglichen Strecken. Also das ist der Plan. Und dann kann man dort, und wenn das Motorrad dort steht, kann ich nicht Du hast ein arbeiten. schlechtes Falsches Wissen, ne? ja. Ja. Das hängt so hinten drin, es wird Motorrad, nichts. Ich verkauf's, dann stört es mich nicht dort. Das ist, wahrscheinlich wird bei jedem Motorradfahrer, der auf den Herder, der vorbeifährt, wäre natürlich warnen, halbert, aber es nutzt ja nichts, wenn ich nicht fahre. Was bringt's denn? Na, gar nichts bringt das. Ne? Ja. Muss man sich selber halt eingestehen. Ne? Ich weiß nicht, wann der Wecker läutet, ich höre ihn eh nicht. Der Christoph Acker, bravo. Der Harry Schneefonte sagt, ich komme auch kaum zum Fahren. Nur würde ich meine alte Maschine nicht hergeben. Ja? Im Wald wäre ich täglich, hätte ich eine vor der Tür. Ja. Harry, das ist, und bei mir ist es so, ich habe es ja nicht vor der Tür, sondern ich habe es in der Klause. Muss man auch bedenken. Ich bin da in Wien und habe ein paar Tage immer wieder nur am Stück, ein paar Tage, 3, 4 Nächte. Na, das habe ich schon In bewundert, der das sowieso Klasse, mit ne? diesen 2 Haushalten, das ist sowieso Ja, das ein ist gar Aufwand. da ist gar nicht so, man muss halt nur bedenken, nicht? Das ist, Ja, ich ja. wohne dort nicht. Wenn ich dort wohne, fix, naja, dann kommst du auch zum Motorradfahren. Aber wenn ich nur 3 Tage habe, 3 volle Das draußen ist zum Hakeln und da ist nicht einmal noch das zum Hakeln gibt, was weiter zu bringen, sondern einfach nur das am Laufen zu halten. Allein Ja, das ist, Macherei und nein, so, das bringt würde ich schon gar nicht so, dazu, ne? ich würde es genießen auch da draußen. Ich Natürlich, tue nicht ja. nur hakeln. Das Ja, mache ja. ich nicht. Das ist nicht so tragisch. Das erfordert auch eine gewisse die Erhaltung, Ja, ja. aber das ist nicht so, dass ich nur auch hakeln rausfahre im Sinne von, ich muss was tun, sondern ich mache das gern. Ich mache das gern. Ja, und dann habe ich eine Verwandtschaft da draußen. Nicht? Ich besuche meine Mutter, meine Brüder, mein Neffe in Kirchschlag, Freund. Ja. Es ist ja nicht so, dass wenn ich sage, ich habe jetzt 3 Tage, die kann ich mir schön einteilen, sondern das soll ja ein bisschen leben auch. Und das ist eben der Unterschied. Wenn ich da draußen wohne, du hast da leichter. Na, ne? viel leichter. Und du hast ne? da Keine leichter. Aber das Frage, tue ich ne? nicht. Daher, ja. Und das ist halt, und das ist klar, ich meine, Harry, so wie deine Maschine, das kann man die auch nicht her. Muss man jetzt auch ehrlich sagen, kriegst du ja jetzt nicht viel. Meine ist ja ein Nagel neu. Ich kriege noch wirklich Geld dafür und vor allem kriege ich das Geld, was der Bagger kostet. Und wie gesagt, das ist, bevor die daheim steht und ich nicht fahre, dann bringt das nichts. Ne? Jawohl. Wolfgang hat vergessen, was ein Wecker ist, bravo. Die Motivation, runter zu starten, ist höher, als es geht, als bergauf. Oder vielleicht liegt es auch an mir, das kann sein. Die bucklige Welt ist wirklich ein schönes Platz, die wir in Österreich haben. Halt viel Gegend, ja, das stimmt. Und natürlich ein Traum zum Motorradfahren, aber auch ein Traum zum Wandern.
Darf ich denn Das was ist- einschenken? Bitte wenn ich schick schon mir dabei was bin, ein. nämlich so Ja, zwischen, da muss ich kann kurz man was. unterbrechen. Der Olmes Staff hat, glaube ich, den A-Schein angefangen, aber mir ist es zu gefährlich geworden. Du brauchst nur leicht einen Hakel einbauen und kannst gefährlich auf die Nase fallen. Habe ich Respekt davor, auch wenn es schön ist. Ja. Man mir jetzt zweimal auf die Goschen gehabt, nicht? So gesehen. Aber bei einer Fahrt, das gilt nicht. Dankeschön. Der berühmte doppelte Steuerer. Was, der Fritzl Startkurs, in 10 Monaten werfe ich meinen Wecker auch weg. Was? In 10 Monaten ist Pension angesagt bei dir, Fritzl? Bist du noch viel zu jung? Was? Du bist viel zu jung, Fritzl, aber das gehört gefeiert, dann bist du deppert. Trinkpause. Wampenlied, Rudi Korbis, ja genau, das hast du gewünscht. Und wir dürfen den Sandro nicht vergessen mit den Werner. Einer gemiert, ja. Einer gemiert. Bevor sich Klaus ein Motorrad kauft, sollte sich Patrick eine Tax holen. Jawohl. Mit einer kleinen Feier wäre nett, den Wecker zu begraben, am besten einen Hammer verwenden, einen Kasten Bier. Fritzl Statue ist eine schöne Idee. Na, das war aber leibend. Fritzl, wir machen Begräbnis des Weckers. eine Eine Beerdigung. das Rentenevent. Rentevent. Rentevent, kill the clock. Das war's. Was heißt denn Wecker auf Englisch? Alarm, oder? Ich glaube, es gibt gar keinen Begriff dafür. Alarm heißt es, oder? Alarmglock. Wecker, oder? Klar. Ha, Wo ist mir sagen Wecker Wecker? weiß ich auch nicht, ja. Ja. Na, bleiben wir wienerisch, das ist der Wecker. Der Wecker. So, pass auf, was reißen wir jetzt an? Was machen wir an? Die Wampen zuerst? Machen wir die Wampen. Machen wir die Wampen für den Rudi Jawohl. Korbis, jawohl. Wenn die Leute in Grinzing besoffen sind, dann tanzen sie renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an zu schwindeln und zum Liegen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie arme Hund. Ich sag ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Muster am Wampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Muster am Wampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. Zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagd aus dem Wald, ein Werl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr. Gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aus Finanzamt gehe, da trifft mich einer Schlag. Da legen sie doch einen Zettel hin, bitte mit 45 Franken. Vermögen ich habe Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Ich druck da fest und schreibe aufs Formular, was soll ja passen? Ich hab am Wampen, den zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab am Wampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. Zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jogger aus dem Wald, ein Werl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr. Gib ich mir Wampen her. Jawohl. Schau, die Maggie ist am Start, die Maggie. Grüß dich Gott, Maggie. Servus. Maggie, das war natürlich schon eine Niederlage, Ja, das war dass wir es nicht geschafft Geschafft haben, haben, mit der ja. Maggie zusammenzukommen in München. Aber das ist ja so, die haben ja das um einen Tag gekürzt im Vergleich zum Vorjahr. Mhm. Und es war einfach viel straffer. Und ja, jetzt war eigentlich, also wir haben schon wahnsinnig viel Freizeit gehabt, aber wir haben eigentlich nie wirklich gewusst, wann. wann. Also das war eine sehr spontane Geschichte. Also das leider. Leider. Ja. Leider nicht ausgegangen, aber Maggie, wir waren im Gedanken verbunden. Ja. Altersteilzeit der Fritzl Startkurs, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Weltklasse. Ja.
Wernerisch Glock 9 mm, genau. Schau, der Fritzl sagt auch, ich schaue immer zu, weil ich fahre seit 2 Jahren nicht mehr und die BMW wird verkauft. Fritzl, bei dir auch? Fritzl, Wahnsinn. Der A90. So lange hast du nach einem Solo geschaut. Ja, Der passt. okay. Okay. Aber ja, Fritzl, ich sag's dir, ich verstehe es. Weil ich habe eine wunderschöne, nagelneue Maschine, die keine 2000 Kilometer steht und ich fahre es nicht. Ich fahre es einfach nicht. Ich verstehe das mit Trauer der Schott. Ich bin kein Motorradfahrer, aber ich verstehe sowas generell etwas, wenn man etwas doch gerne mag und man das aber nicht dazukommt dann. Ja. Ich verstehe euch. Also, Ich meine, ich komme nicht dazu mit der Monkey voll Und zugegeben, du das fährst ist jetzt nicht, das ist schon was anderes. ist kein natürlich, Motorrad. ja. Ne? Also, Nein, es ist kein Motorrad. Das ist was anderes. ein größeres Moped. Ne? Aber es nutzt ja aber- nichts. Es nutzt ja. ja nichts. Und wer war das jetzt, der das zu mir gesagt hat? Na, der Schlegelmax. Der Schlegelmax hat mir das gesagt. Sagt er, wenn du seit dem letzten Service bis jetzt nicht gefahren bist und jetzt zum Service fährst, dann steht eine Maschine zu viel da. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Das ist halt, da muss ich durch. Aber dafür kommt dann ein Bagger ins Haus. Der Ulrich ist am Start, jawohl. Ulrich. Jesus, ich habe gar nicht darauf hingewiesen, meine Herrschaften, auf einen wichtigen Aspekt des Schmattes. Wenn euch die Musik taugt, wenn es euch gefallen hat heute, haut uns etwas in den Hut hinein, in den virtuellen natürlich. Wir können noch nicht persönlich vorbeikommen mit einem Hirl oder einem Kehrwerl, sondern haut bitte was rein, entweder über PayPal oder über Überweisung. Wir nehmen alles an, auch jeden Geldbetrag, von Kleinst bis Größtsummen. Alles herzlich willkommen, wir danken euch vielmals für eure Unterstützung und euren Schmattes für die Musik. Danke euch schön. So, kommen wir wieder dran. Danke. Der Rudi Gute ruft dich Kurs, an. hab schon gesehen, Ja, hab gerade gelesen. Jawohl, gute telefonieren wir morgen. Sehr wohl, Vormittag, ja, passt. Aber freilich kannst du nicht mitnehmen. Kommst du zum Taschler, Rudi, oder was? Jawohl. Ja, seit ich Probleme mit den Hüften habe, fahre ich auch nicht mehr, aber meine Tochter möchte fahren. Wolfgang, jawohl. Dann brauchst du ein Motorrad für deine Tochter. Ich hätte eine Kawasaki Z650 RS. Ich meine, wenn du willst, schreibe dann noch eine Signatur auch noch drauf. Wird es gleich weniger wert da, ne? Das ist ein Wahnsinn. Ne? Mit Goldstift zu den Felgen passend. Ja, aber stell dir vor, wir waren jetzt wirklich prominent. Wirklich so Prominente. Ja. Das war aber, stell dir, und dann könnt ihr noch sagen, erst, ich hab das Motorrad vom berühmten Klaus Steirer. So ist es natürlich, Mit Original-Autogramm. so sind wir natürlich nicht prominent und daher wird das auch keiner sagen. Aber ja, die Idee ist lustig. Was soll man machen? So, jetzt, ich würde sagen, pass auf, haben wir schon Ausdruck? Nein. Jesus, ich tue da hinzu, so, weil wir da wie Sport. Nein, ich lasse ja aus heute, also ein bisschen das ist. Aber es tut schon gut, einmal nicht so viel Bier in sich zu haben. Ein Schluckerl nehmen wir schon. Der Rudi kommt zum Taschler, Weltklasse. Taschler jetzt am Donnerstag. Dann Röschenkeller jetzt am Freitag. Jetzt am Freitag, genau. Nächste Woche 15. der Feiertag, das ist der Das Donnerstag. ist der Donnerstag, ja. Lentnerkalle. Lentnerkalle, genau. Freunde, kommt zuhauf. Fritzl, komm in Auto um auf Wern. Wir feiern deine Freiheit. So. Und eins muss man noch sagen, 22. September, 11 Uhr, Otterkring, Kirtag, Biertag. Frühschoppen. Das ist eh klar. Jawohl. Das werde ich noch kommunizieren. Also der Wolfgang sagt, davon rede ich ja. Vielleicht will sie haben. Sie ist aber jetzt in Disneyland. Das ist ein blöder Platz. Patön. So. Werner Gmiert von Sandro, respektive. Machen wir? Ja. Fangen wir gleich direkt an, oder? Ja, fangen wir gleich an. Kurzversion. Ja. Jawohl.
Jawohl. Jawohl. Einmalig. Einmalig. Sehr schön, danke dir. Dankeschön, Dankeschön. Das ist Ich danke. 30 Jahre gemeinsam. Ich sag's euch, es macht eine Freude. Ja, Klar, nicht? ich will einen Schluck dran nehmen. Zum Nur einen Wohle. Schluck, nur einen Schluck. Auf euch. Wolfgang Und auf gesagt, uns. Gänsehaut. Jawohl. Jawohl. Letztens bei einer Umfrage über Beerdigungen war die Frage, was muss es geben, dass eine schöne Feier wird. Ich habe als Antwort Erdäpfelsalat angegeben. Bravo, Daniela Schlögl. Super! Die werden deppert schon bei der Umfrage. Was brauchst du für eine gute Trauerfeier? Ein Erdäpfelsalat. Großartig! Jawohl, was gibt's Besseres als ein Erdäpfelsalat beim Leichenschmaus? Ja? Sollen wir es jetzt spielen, auch meinst du? Das sicher spielen wir es. Ich bin mal im Lesen, jetzt reden wir vom Sicherheitstraining. Ja. Ich habe ja alle Trainings durch. Bei mir am DC habe ich alle Trainings durch. Bachfurt auch, ja. Bachfurt schon ein paar Mal Ja. gemacht. Nein, ich bin ja an sich jetzt ein nicht unsicherer Fahrer. Also, mir geht es jetzt nicht darum, dass. Ja. Das ist, ich habe halt keine Zeit dafür. Oder ich nehme mir die Zeit nicht. Man muss ja ehrlich sein. Man sagt, natürlich hätte ich die Zeit, aber ich Na, die tue halt Prioritäten ich tue sind halt lieber- einfach woanders jetzt Ja, bei dir. ich Du tue arbeitest lieber lieber im Basteln und Ausland. Bauen halt da, nicht? Und tun. Das ist ein Bagger. Das schaut Aber in 2 wichtig. Jahren vielleicht wieder anders aus. Ne, was weiß man? Vielleicht verkaufe ich einen Bagger und kaufe wieder ein Motorrad. Nicht? Ja. Oder ich brauche gar nicht verkaufen, weil ich so viel Geld verdient habe. Warte mal. Warte mal, einblenden, sofort einblenden. Weißt du, weil ich so viel Geld verdient habe, dass ich gar nicht verkaufen brauche. Aber ja, wie gesagt, das ist halt, jetzt ist nichts. Ja. Aber Friesel, also ich meine, ich kann es empfehlen, ich hab alle diese Kurse gemacht. Und das ist schon, also das bringt es echt. Das, Muss man echt sagen. ich glaub's, ja, absolut. Okay. Bin überzeugt davon. Ich habe sogar Trail-Kurse gemacht. Ja, und also das tut sich schon. Ja. Was sagt der Arische Elefante? Heute Tag 203 ohne Alkohol. Die schauen mir immer noch gerne die Pavlatschen an. Weil es halt so gemütlich ist. Bravo, Ari. Sehr schön. Gefällt mir. Das gefällt mir doppelt. Erstens, weil du so die Pavlatschen schaust und zweitens, weil du das so lange durchhältst. Aber wirst du nie wieder was trinken meinst? Oder wie ist denn das? Das würde mich nur interessieren jetzt. Ne? Muss ich nichts trinken. Ne? Ja. Na gut. Läusel. Läusel. Also der Erdäpfelsalat, ne? Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit den Grünen und die Meier. Alles war so festlich und so elegant, die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusl heut nicht sieht.
die Stimmung ein bisschen flau. Aber dann ist es Essen gekommen, na und schau. Dann waren die Händel und die Fleischlermann serviert. Da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat. Dass der Läusel nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt beim Bader und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht zusammen. Ach, Studelbub! Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Weil da fällt der Läusel schon noch dazu. Es ist dann gegangen bis in die Morgenstunden und das hat der Läusler sicher leider gefunden. Ja, ja, da seine, das sag ich euch, den Läusel seine war die schönste Leih. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Der Erdäpfelsalat. Jawohl. Gelungen. Gelungen. Ich glaube, es macht euch einen Spaß, die Achteln fallen da rein. Es dürfte gefallen. Ja. Christoph Acker weist auch darauf hin, ein paar Daumen hoch gehen Sie noch auf. Ja. Bitte, ich werde es jetzt auch noch mal einblenden. Schmattes Wunsch und die Daumen nach oben, das war ganz nett, dass dem Algorithmus ein bisschen auf die Sprünge hilft ein bisschen, ja. dass das leibend sind, ja. Jetzt so der Hupf, Hüpf, 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 Hüpf sozusagen. Ja. Das ist ja langsam, wenn wir Ja, jetzt kommen wir zum Schluss. würde ich sagen. Jetzt kommen wir zum Schluss. Ein Schlückchen Ja, aber das Wein. ist interessant, der Harry ist nicht der Plan, dass er nie mehr was trinkt, aber jetzt gefällt es mir so. Ja, passt wunderbar. Passt wunderbar. Ist Es ist nichts ja so- dagegen einzuwenden, ja. Bei uns ist aber nicht mehr denkt, sowas wie München könnt ihr nicht lange aushalten. Ne? Das hat diesen Lebensstil jetzt. München schon, aber Nein. das tut nicht. Nein. Und was ja viele nicht glauben ist, ich trinke nichts. Wirklich, ich trinke privat nichts. Ja. Das kann mir Munkelein jederzeit Bei bestätigen. mir also, ich bin seit ich allein bin, mit meiner Frau habe ich schon öfters was getrunken daheim. Nicht angesoffen, aber eine Flasche Wein am Abend, so 3-mal in der Woche, 4-mal machen wir so, ja sicher sogar zu zweit, ja. Ja, gut. Haben wir gemacht, ja. Allein macht es halt nicht, es schmeckt mir allein nicht, das muss ich ganz ehrlich Nee, bei mir war es nicht einmal allein, weil mein Munkelein trinkt immer wieder mal Achtel. Aber ich trinke wenn wir spielen und die nicht Auto fahren müssen, dann trinke ich was. Dann mal latschen. Und in München. in München, ja. Der Manfred wird sich wahrscheinlich am Donnerstag nicht ausgehen. Schade, der Alexander Hauser. Okay, das ist schade. Schade, aber ja, anders mal wieder. Der Natter Stroms meint, eines meiner ca. 27 Lieblingslieder. Das ist leibend. Danke schön. Daniela Schnell meint, das nächste Mal, wenn er kommt, gibt es Erdäpfelsalat. Jawohl. Der Mütze der Ackerlascher. Super Chat, 10 Euro vom Ulrich. Jawohl, Ulrich, ich danke schön, herzlichen Altes, Dank. da muss ich ja die Schmattes ausblenden. Dankeschön. Ulrich, herzlichen Dank. Mein Schluck zum Schluss. Schon auf dich. So, ne. Was haben wir Schlussnummer? Trauen wir uns, ich höre. Ja, von mir ist ja. Die machen wir Schlussnummer, das ist eine gute Idee. Ich höre so gerne. Wir sagen Die herzlichst Lieder auswählen. Dankeschön fürs Dabeisein.
Die erste Pavlatschen, wie kommt dir das so vor, wenn man Die erste Pause im Jahr, gemacht hat, mir ne? kommt einfach, es war die einzige, die ausgefallen ist. Ja, das ist einmal was Das ist der aus. Wahnsinn. Wir haben jetzt auch beschlossen, ich meine, es wird nicht oft vorkommen, aber wir haben beschlossen, da wollen wir wirklich mal so ein paar Tage Urlaub nehmen. Also richtig Urlaub, nicht jetzt einfach nur frei haben, sondern richtig Urlaub. Ja. Haben wir gesagt, dann werden wir das einfach so machen. Wir werden einfach ausfallen lassen. Man muss sich trauen. Aber es ist ja so, es ist kein Urlaub in Aussicht. Also insofern ist es wurscht, aber ich habe es einmal geschaut. Ich habe es einmal gesagt. Nicht? Kann man mal so bringen. Ich trinke keinen Alkohol, nur zu Hause. Bier und in Wien Wein, ja. Nein, das stimmt auch so, gell? Ja gut, aber dafür, wenn du in der buckligen Welt weilst, hast du halt dann natürlich Die Sessel zusammen, ne? Also Der die Stuhl Sessel zusammen, zusammen, die ja. Stuhl zusammen, ja. Na klar, wenn der nichts aushält, ne, das ist ja der Sessel, meine ich. Das ist nicht so aussehen. Der Landesstrom Markus, verstehst du, ein Springginkel vor dem Herrn. Deine Größe Größer als ein Kopf, größer und der gesamte Umfang von ihm ist maximal meine Kniescheibe. Ja. Und der haut meinen Sessel zusammen. In seiner Rage. Also Higgs ist oder sie. Bravo Markus, Weltklasse. Ja. Und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich auch nur so, ich trinke sehr gern was in Gesellschaft. Und ich habe aber nicht viel Gesellschaft. Das klingt lustig jetzt, aber das ist schon. Jawohl. Na gut, Freunde, ich trinke auch aus und wir verabschieden uns von einem Weltklasse-Nummer. Was? Ich höre so gerne die Lieder aus Wien, Walter Häuser. Mit dem beenden wir heute die Pavlatschen und ich hoffe, wir sehen uns morgen um 9 Uhr, nicht auf diesem Kanal, sondern auf dem anderen Kanal von uns. Hast du eingeblendet eigentlich schon? Nein, habe ich nicht. Morgen schon um 9 Uhr in der Früh natürlich. Oh, das weiß man eh Wiener schon. Insights, Das vielleicht weiß wer es noch nicht. Ja, nein, aber habe ich nichts da. Achso, Entschuldige, jetzt habe ich dich nichts. Hab ich nichts Das wollte da. ich jetzt nicht. Naja, Das zu wollte spät. Das ist spät. ich. Bitte um Verzeihung. Ja, zu spät. Jetzt muss man parat haben, nicht? Selbst ja, das wäre schon parat haben, aber das Also nicht. morgen um 9 Uhr in der Früh hoffe ich. Neuer doch. Kanal. Aber es ist ja auf unserem YouTube-Kanal auch unten dann unter empfohlene Kanäle Genau. verlinkt. Genau. Weil, wie gesagt, der Live-Podcast von nun an auf einem eigenen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Für dich gut, Baba. Bitte. Ich hör ja so gerne die Lieder aus Wien, die Wolferl, die Czapek und die Fiedlermelodie. Vom Buben, der als Kleiner sich spült hat im Sand, und von der Frostsache mit der Zigarre in der Hand. Ja, da möchte ich dann alle da, mein Werner wird her, und ich lass mich von niemandem stellen. Das geht mir ins Herz, dort spür ich's heute drin. Wie bleibt der Wien? Ich möchte so gerne meinen alten Steffe wiedersehen, vom Kalberg durch den Wienerwald nach Grinzing runtergehen. Vielleicht rief ich eine Musik, weil ein Wirt rausgesteckt hat, der todelt gerade einen Tanz von unserer goldenen Wiener Stadt. Doch oftmals denk ich bitterlich, ein Traum wäre das nur für mich. Ich hör ja so gerne die Lieder aus Wien, die Wolferl, die Czapek und die Fiedlermelodie. Vom Buben, der als Kleiner sich spült hat im Sand, und von der Frostsache mit der Zigarre in der Hand. Ja, da möchte ich
los mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, da spür ich's heute drin. Wie bleibt der Weg? Ja, da möchte ich dann alle Tag mein Wehrlied hören und ich lass mich von niemandem stehen. Das geht mir ins Herz, da spür ich's heute drin. Wie bleibt der Weg? Jawohl. Ich danke euch vielmals. Alles Liebe. Viert euch, Papa. Viert euch.